auch der Polizei einen großen Dank aussprechen, dass sie hier wieder es gewährleistet, dass diese Kundgebung und auch der Demonstrationszug durch München so gut hat ablaufen können. Und ich möchte jetzt auch dem Thomas Weiß das Wort geben. Er hat die Idee gehabt für diesen Demonstrationszug. Er hat daran gedacht, dass es 40 Jahre jetzt sind, am 5. September, wo sich dieser islamische Terroranschlag jährt von der Olympiade München 72. Und es war eine super Idee. Danke, Thomas. Danke, Michael. Nee, das war nicht ganz meine Idee. Das mit dem Gedenken, okay, da sind wir gemeinsam drauf gekommen. Und der Marsch war aber eigentlich die Idee von der Miriam. Die Miriam ist leider schon wieder weg, die musste weg, die hat Rückenschmerzen, die konnte nicht weiter mitmachen. Ich möchte mich hier bei dieser Gelegenheit auch bei allen bedanken. Unsere Freunde, die Mitglieder der Freiheit, sind aus allen Bundesländern nach München gekommen, um uns zu unterstützen, um uns ihre Solidarität zu beweisen. Super, super, super. So muss das laufen und so funktioniert es. Wir müssen schauen, dass wir die Islamkritik hier in Deutschland auf die Straße bekommen. Und heute hat das super funktioniert, ja, und ich werte das als vollen Erfolg, dass ihr hier wart, ja, und dass wir das auf die Straße gebracht haben. Vielen, vielen Dank. Ihr seid super Typen, super Mädels, super Jungs. Und ja, jetzt ist 2:15, wir haben noch Zeit. Also parallel zu unserer Veranstaltung sammeln wir heute natürlich auch wieder Unterschriften, weil hier in München eine Großmoschee geplant ist. Und zwar das CIM, das Zentrum für Islam in Europa in München, abgekürzt CIM. Und für diese Geschichte sammeln wir heute auch wieder Unterschriften. Wir möchten das verhindern. Finanziert soll das werden durch den Emir von Katar. Und wie ihr alle wisst, wie ihr auch über die Medien erfahren habt, unterstützt der Emir von Katar terroristische Organisationen. Und unser Thema war ja auch heute, ja, im Gedenken, ja, der Opfer des Terrors von 1972. Da ist das eigentlich ein nahtloser Übergang zu der Geschichte, die wir heute verhindern wollen, durch diese Unterschriftenaktion. Denn der Terror geht ja weiter. Der Terror hört nicht auf. Und das wollen wir stoppen. Wir möchten nicht, dass München wieder ein Zentrum für islamischen Terror wird. Deswegen sagen wir heute Unterschriften. Und deswegen auch mein Aufruf an alle Münchnerinnen und Münchner. Kommen Sie bitte zu uns, unterschreiben Sie bitte. Kommen Sie zu unserem Stand, zu unserem Pavillon. Dort liegen die Unterschriftenlisten aus. Unterschreiben Sie bitte. Wenn wir die 30.000 Unterschriften zusammenbekommen, dann können wir auch das Bürgerbegehren starten und dann werden wir gemeinsam den Bau dieses CIMs verhindern. Und das wollen wir doch alle erreichen. Ja, das wollen wir hier in München nicht. Wir wollen den islamischen Terror stoppen. Wir möchten ja für unsere Kinder, für unsere Enkel auch noch gewährleisten, für deren Zukunft, dass sie weiterhin in Freiheit, ja, leben können. Deswegen, liebe Münchner und Münchnerinnen, kommt zu uns, informiert euch, diskutiert mit uns und unterschreibt hier bitte. Ja, wir wollen das verhindern. Der Islam ist leider nicht so ungefährlich und harmlos, wie er sich oft gibt. Wir verfolgen das ja selber tagtäglich in den Medien, in den Zeitungen, was weltweit läuft. Und wenn ihr euch anguckt, was in den islamischen Ländern jeden Tag abgeht, dann könnt ihr ja selber nachvollziehen, wie es um die Freiheit steht in diesen Ländern. Minderheiten werden verfolgt, sexuelle Minderheiten, Ungläubige, Christen, Juden, Hindus, Buddhisten in allen Ländern. Überall kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen Minderheiten. Und diese Zustände wollen wir in München natürlich nicht. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns so stark gegen den Bau dieses CIMs engagieren. Wir möchten halt auch in Zukunft in unserer Stadt noch in Freiheit, ja, und ohne diese islamische Gewalt leben. Ja. Deswegen, liebe Münchnerinnen und Münchner, scheuen Sie sich nicht. Islamkritik ist ein Bürgerrecht. Islamkritik ist legal. Ja.
machen Sie von Ihrem Bürgerrecht Gebrauch, kommen Sie zu uns, zu unserem Stand, unterschreiben Sie bei uns, tragen Sie sich ein auf den Unterschriftenlisten. Das ist immens wichtig, wenn auch Sie in Zukunft noch in Freiheit leben möchten. Wenn Sie auch verhindern wollen, dass wir hier in Deutschland, in München Zustände haben wie in Nordafrika, wie in Ländern wie in Tunesien, Ägypten, Pakistan und so weiter. Ihr könnt es selber jeden Tag nachverfolgen, wie es dort zugeht, wie dort Menschen behandelt werden, wie sie unter der Scharia leiden. Ja, hier haben wir auch so ein tolles Plakat, seht ihr hier, Scharia bedeutet Grundrecht auf Verstümmelung. Das geschieht heute Mädchen und jungen Frauen in islamischen Ländern, wenn sie nicht so funktionieren, wie es die Scharia vorschreibt, wie es der Islam erwartet. Ja, dann werden sie verstümmelt. Ja, und diese Zustände möchten wir hier in Deutschland nicht. Wir möchten, dass unsere Mädchen hier im Westen weiterhin auch noch ihre Schulausbildung, ihre Schulen besuchen, eine Ausbildung genießen, studieren und ihr Leben frei und unabhängig gestalten. Und um das zu verhindern, ist es unheimlich wichtig, politisch aktiv zu werden. Aktiv zu werden, sich zu informieren über die Hintergründe des Islam, über die Hintergründe der Islamisierung. Deswegen kommt zu uns, diskutiert mit uns, informiert euch, bei uns liegt Infomaterial aus. Und ganz wichtig, unterschreibt bitte, unterschreibt bitte. Wir haben schon mehrere tausend Unterschriften. Und es fehlen noch ein paar. Und wenn wir die 30.000 Unterschriften zusammen haben, dann geht es hier erst richtig los. Dann werden wir mittels des Bürgerbegehren, werden wir den Bau des ZIEM verhindern. Und das wird Wellen schlagen. Das wird weltweit Wellen schlagen. Ja? Das wird ein Signal geben an alle anderen hier, nicht nur in diesem Land, sondern weltweit. Wir können die Islamisierung stoppen. Deswegen kommt zu uns, diskutiert mit uns, informiert euch und unterschreibt. Ja. Wer übrigens diese Zwischenrufe immer von wegen wir wären Rassisten, Nazis und so weiter. Wer natürlich den islamischen Terror und den islamischen Judenhass unterstützt, ist selber ein Antisemit und ein Faschist. Ja, und davon unterscheiden wir uns. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir sind strikt gegen jede Form von Totalitarismus. Wir lehnen roten und braunen Faschismus ab. Und natürlich genauso den islamischen Judenhass. Deswegen sind wir die wahre Antifa. Wir sind die Antifaschisten und nicht ihr. Ihr unterstützt Organisationen, Ideologien, die per se judenfeindlich sind. Davon distanzieren wir uns. Und das, was ihr hier von euch gebt, ist unglaubwürdig. Jeder halbwegs gebildete Mensch, der in den Geschichtsbüchern mal ein bisschen nachforscht, wo der Judenhass herkommt und der Antisemitismus, kann das ja feststellen, dass der Antisemitismus gerade auch hier in Deutschland sozialistische Wurzeln hat. Und zwar nicht nur bei den nationalen Sozialisten, sondern auch bei den internationalen Sozialisten. Also, und wir sind überhaupt nicht sozialistisch. Ja, wir stehen auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Damit haben wir also nichts zu tun, im Gegensatz zu euch. Ja. Religionsfreiheit genießt jeder in diesem Land. Das beinhaltet aber nicht, dass hier jeder
weil in seinem religiösen Glaubensbuch drin steht, er darf jemand die Hand abhacken, dass er das dann hier auch praktizieren darf. Ja? Und als Muslim, der Scharia untersteht, ja, ist er ja verpflichtet, dass er zum Beispiel, was weiß ich, einem Dieb die Hand abhackt. Ja. Das gehört dann Ihrer Meinung nach wahrscheinlich auch zur freien Religionsausübung. Da sagen wir, nein, das geht natürlich nicht. Glauben kann ja jeder, was er will. Ne, da kann an Allah glauben, an Gott, man kann auch an Halbmond glauben, das steht jedem frei. Diese Freiheit genießt jeder Mensch, aber die Ausübung, da steht halt einfach das Grundgesetz natürlich im Vordergrund bei uns. Danach müssen wir uns orientieren und wenn die Ausübung der Religion gegen die Menschenrechte verstößt, ja, dann ist halt Schluss im Schacht, dann ist ein Recht auf Religionsausübung verwirkt, das geht dann halt einfach nicht. Ja, da kommt dann der Nächste und der will dann vielleicht seine Tochter beschneiden und diese ganzen Geschichten, das will ich hier im Detail, will ich das ja gar nicht ausbreiten, weiß jeder, kann jeder nachvollziehen, das wollen wir nicht und das hat alles nichts mit Religionsausübung mehr zu tun, sondern hier will man eigentlich eine menschenverachtende Ideologie etablieren und das hat nichts mehr mit unseren freiheitlichen Grundrechten zu tun. Und deswegen wollen wir das nicht. Das ist ja nicht nur unser Recht, auf das wir hier beharren, ja, sondern das ist sogar unsere Pflicht. Jeder Bürger in diesem Land, in diesem Staat ist eigentlich verpflichtet, ja, unser Grundgesetz zu verteidigen. Und Kräfte, diese linksextremen Kräfte, die diese Ideologien unterstützen, die diese menschenverachtende Ideologie des Islam hier unterstützen, outen sich hier permanent immer wieder, wenn sie auftreten, als Faschisten. Und wir sind die Antifaschisten. Wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Wir verteidigen die Freiheitsrechte, unsere Bürgerrechte, unsere Rechte auf freie Meinungsäußerung. Und was ganz wichtig ist, was uns am Herzen liegt, das sind unsere Kinder, unsere Nachkommen, unsere Enkel. Für die wollen wir diese Freiheit bewahren, damit auch unsere Töchter in Zukunft noch frei an den Universitäten, an den Schulen lernen und studieren können und sich als Menschen frei entfalten können. Dafür kämpfen wir.